Willkommen zurück da zur vorerst wahrscheinlich letzten Folge bei Super Mario 64, direkt am Nintendo 64 Spiel da bei Retro Cash. Und ihr denkt einfach, mit einer Zusatzfolge kann ich es jetzt gleich auch nicht silo. Ich denke, ja gut, zweite trauen wir jetzt gar noch zu. Wir haben hier in der untersten Welt immer alles geholt. Jetzt im mittleren Stock immer alles geholt. Im unteren gibt es doch noch ein paar zu machen und ihr denkt so als Abschluss so 80 Sterne wären schön. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass da durch den Wasser werft jetzt glaube ich nochmal ganz einen einfachen oder eher einen einfachen Stern zu holen. Ja, nicht die roten Münzen, aber ich glaube, dem werden wir uns dann auch noch annehmen. Aber wie gesagt, ihr denkt, eine Folge ist gerade ein bisschen, ja, schon eher ein bisschen eher wenig. Der Münzenstern, ja, den können wir zwar auch noch machen, gell. Ja, wir schauen mal. Obwohl Münzensterne, die brauchen immer einen Haufen Zeit und sind nicht so cool zum Anschauen. Wir gehen jetzt da mal den einfachen von beiden Sternen noch machen, wo uns da fehlt. Und zwar haben wir ja vorne dran einmal mit so einem Fischli hinten anschwimmen. Durch die Ringtüren. Und das Gleiche wenn wir hier auch nochmal machen, einfach die 5 Ringtüren schwimmen, eigentlich wenn wir noch stehen bleiben oben dran. Die Ringe kommen automatisch rauf und nachher wenn wir uns noch die Stahlkappe holen. Dann können wir da mit dem Stahl Mario runter und ja, das Sternchen holen. Und ihr denkt, ja, da wäre jetzt ein Long Jump besser gewesen. Sollte aber wahrscheinlich auch so lange, vermute ich mal. Das Spiel eigentlich mit 70 Sternen beenden kann, aber ihr denkt so, ja, so 80 Sterne dürfen wir jetzt schon holen. Die haben ja mal noch gefragt wegen Zusatzfolgen, dort ist ja noch eine Meldung gekommen. Jetzt probieren wir da noch die rote Münze, da könnte ein bisschen länger gehen, da bin ich nicht so gut, ich bin da schwimmerisch und sprungtechnisch nicht so begabt im Super Mario wie andere. Ich bin auch ein Durchschnittsspieler und ich habe ja glaube irgendwo auch bei einem Titel mal angeschrieben, wo Super Mario 64 so wie es ein Normalverbraucher durchspielt. Ich weiss, es gibt einen Haufen Speedrunner und Leute, die besser sind. Nichtsdestotrotz habe ich gleich Lust gehabt, halt auch, wirklich Lust gehabt, um es wieder mal zu spielen, weil es ist ein cooles Spiel. Ich wäre mir, glaube, wenn ich Nintendo 64 nicht daheim hätte, ich glaube, ich würde mir wiederholen, weil es hat doch so viel geil oder so viele gute Spiele gegeben auf Nintendo 64. Sei es ein Banjo-Kazooie oder ein Perfect Dark, ein GoldenEye, ein F-Zero, ein Mario Kart, die ganze Mario Party-Reihe 1, 2 und 3. Ja, ich glaube, ich würde es mir wirklich, wenn man trotzdem wieder einen Nintendo 64 holen. Also wenn wir da für die rote Münze, wenn wir hier wieder rauf. Ja. Aber nicht so und auch nicht so. Da ist jetzt fast noch ein bisschen knapp geworden.
weil wir uns so blöd angestellt haben. Es hat auf dieser Seite 4 und auf der anderen Seite hat es auch 4, aber die auf der anderen Seite sind ein bisschen anspruchsvoller. Und da wir uns jetzt einfach gerade mal zuerst um die einfachere 4 Münzen kümmern da. Der fährt jetzt sogar relativ weit hinter, ja. Ja, wie gesagt, die rote Münze da wird eine bisschen längere Sache. G und ist auch nicht so lustig zum Zuschauen. Jetzt ist da eine. Dann wenn wir da zum anderen hinteren jucken, wenn das Timing mal passt. Aber da könnte jetzt sein, dass wir da nochmal ein bisschen warten. Ah. Wieder runtergehen. Ja, ich weiss, ja, nein, es ist ein Schrott, aber wir machen es jetzt gleich. Wir holen den Münzstern gleich. Dann gehen wir jetzt auf der anderen Seite noch Münzen holen. Und dann holen wir am Schluss noch die letzte rote Münze. Dann gibt es halt da jetzt ziemlich einen langen Abschnitt, aber machen wir jetzt. Ich weiss noch nicht, wie lange das die Folge wird. Kann sein, dass sie vielleicht ein bisschen überlang wird. Vor allem jetzt, da will man sagen, wir wollen da wirklich den Münzstern holen. Dann müssen wir da halt noch ein paar Mal hin und her schwimmen. Damit wir auch jetzt da unten auch noch ein paar Münzen holen. Da ist der Strudel, der uns anzieht, in der Mitte stimmt. Nicht verhasten, dann wird das auch etwas. Aua! Und da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass uns da der Fisch nicht so gern hat. Jetzt müssen wir noch mehr Münzli haben. Das sieht am Rand aus irgendwo noch. So, jetzt ein paar. Ist da oben auch noch jemand mit? Nein, ich glaube nicht. Ich weiss. Einmal. Okay. Wer sucht, der findet. Ist in dem Stil. Jetzt da oben noch mehr, auf der anderen Seite auch noch irgendwo. Da sieht man teilweise die erst relativ spät, weil es erst später aufklappt, aber... So,
Sieht jetzt mal nicht mehr so aus da. Nicht wir da alles halbwegs leer gefarmt. Fehlen uns aber gleich immer noch 44 Münzen, das ist ein bisschen gar viel. Ich weiss nicht, ob es da alles noch da hinten hat. Oder hat man, ja, ich glaube, da ist noch mit der blauen gewesen, gell? Da könnte es aber sein, dass es jetzt das Ganze für nichts war und dass man... Und darauf an, wie gut oder wie viel uns die blaue Münze noch geben. Zwei können wir noch über für den letzten Rot. Aber dann sind es immer noch 42, die es fehlen. Ist natürlich nicht so schön. Vielleicht hat es da unten noch ein paar Münzli. Da ist noch keine Münzli rein. Da ist alle leer. Und da hinten hat es ein paar Münzen am Boden unten. Mario, wenn du allen vorbeischwimmst, wird da nichts. Ja, da hätte man sich jetzt vielleicht auch vorgängig noch schlau machen, wo das überhaupt die Münzen überhaupt verteilt sind. Immer noch 36. Ich glaube, da oben hat es auch noch gehabt. Da jetzt zum Beispiel noch. Jetzt keine mehr. Könnte noch trügen da. Jetzt habe ich gerade die Stange verpasst. Ja, ich glaube, da mit dem Münzstern. Der Ausflug ist jetzt wahrscheinlich auch verkratzt gewesen. Die Kameraeinstellung ist gerade auch verkratzt im Moment. Dann ist die letzte Münze. Ich weiß nicht, wo da... Ah nein, so natürlich nicht. So geht er natürlich schön auf. Ich habe gewusst, dass es da so einen Haufen Blaue gibt, aber zum Glück gibt es einen Haufen Blaue da. Weil den. Hätten wir gleich beides auf das Mal erledigen können. Ist zwar jetzt ein bisschen länger gegangen, aber dafür können wir jetzt den nächsten Stern hier auch noch holen. Und dann haben wir die Welt eigentlich auch komplett. Aber wie gesagt, wir können das Spiel eh nicht komplett abschließen. Es gibt 120 Sterne komplett und ich habe jetzt gesagt, wir schauen jetzt da sicher mal noch, dass wir auf die 80 raufkommen. Ja, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Wieso muss die Kamera da so scheiße sein? Entschuldigung. Das ist viel zu nah. Wieso ist die? Jetzt ist sie zu weit weg. Hätte gar nicht so an der Kamera rumdrücken, da habe ich jetzt noch
jetzt mehr behindert, dass das man etwas genützt hat. Aber wir sind jetzt gleich noch raufgekommen. Ich hoffe, die Kamera stellt sich jetzt wieder normal retour. Wäre noch schön. Dann hätten wir es ja da gesehen. Dann gibt es noch eine. Also die Wüste gibt es natürlich auch noch, aber die Wüste ist gar nicht meine Lieblingswelt. Da habe ich eigentlich die Vulkanwelt fast noch lieber. Zwar der letzte da, der ist eigentlich auch nicht so schwer. Und zwar achte auf rollende Felsen. Let's go! Die rollenden Felsen sind ja da hinten. Dann jetzt da oben irgendwie eine Lampe, also irgendwie steht da wahrscheinlich, denke ich, dass man da irgendwie so raufkommen. Wenn man dann noch Wallchance fällt. Beispiel so. Nein. Mal schauen. Ah, gut. Dann hätten wir da schon den 79. Stern. Im Sack. Es wäre eigentlich noch eine fehlen für den Abschluss von dieser Folge. Dann speichern wir weiter. Natürlich. Das ist der Ausgang, der ist genau auf der anderen Seite, gell? Ja, dann. Und jetzt sind wir in den obersten zwei Welten. Immer auch noch kein Sternchen und da, wenn ich jetzt beichte, da habe ich vorgängig mal rasch ausprobiert. Ich habe einfach noch gewusst, dass dem Tic-Tac irgendetwas eine Uhrzeit gibt, wo er stehen bleibt. Habe ich rasch habe ich vorher mal kurz ausprobiert und weiss jetzt, dass wenn ich auf Punkt 3 Uhr reinjuckt, dann steht alles still. Dann gehen wir jetzt dort rauf. Da holt sicher noch Sepp. Ja, jetzt haben wir keine Zeit verpasst. He? Jetzt müssen wir noch eine ganze Umdrehung warten. Aber zum Zeitüberbrücken gehen wir einfach mal noch da hoch. Schauen uns hier den Baum an. Ah ja, eigentlich können wir auch hier tun. Wir können ja auch einen anderen Stern probieren, weil wir haben ja erst einen geholt gehabt. Dann machen wir den halt den anderen. Vielleicht auch noch, dann gibt es halt vielleicht 81 Sternchen. Achte auf das Pendel. Let's go! Ist das meistens? Der ist nicht. Möchte ich machen. Was es natürlich auch noch gibt, es gibt noch eine Zeit, wenn ihr reingeht, dann läuft alles doppelt so schnell. Das ist natürlich auch nicht so förderlich, um da Sterne sammeln zu gehen.
Jetzt denen hat es einen, zum Beispiel. Dann müssen wir da auf den Zeiger aufstehen und hinterher fahren. Man könnte natürlich auch einfach noch weiter rauf probieren. Sollen wir probieren weiter raufgehen? Dann sollen wir auf den Zeiger warten. Nachher wir warten auf den Zeiger. Jetzt ist er nicht gerade schon da. Die Kamerasicht ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht so, wie ich sie gerne hätte. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, jetzt ist es halt ein bisschen langweilig, aber da ist es ja beim Super Mario oder irgendwann einmal oder in jeder Folge einmal gewesen. Ich könnte jetzt einen Longjump probieren natürlich. Aber da ist auch gut so. Und ich schaue jetzt gerade auf die Aufnahmezeit. Und wo jetzt ehrlich gesagt gerade zugeben, wir machen Speichern und Ende und vielen Dank, sind ihr dabei gewesen und Press start to play. freut euch auf das nächste kleinere Projekt, das ich vorhabe. Wenn ihr halt den auch wieder einschaut und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Vielen Dank und man hört sich.